Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und bündig, Mark. Oh, good money thing. Wieso Genau, singe ich das immer? hören wir nicht mehr. Wieso singe ich eigentlich immer in dem Podcast? Weiß nicht. Ja, das hören wir nicht mehr. Willkommen zu der neuen Folge Kurz und Bündig, motherfuckers. Bevor wir anfangen zu erzählen, schnurren und sehen, wie wir sind, folg, bewerte und erzähl deinen Freunden Details. Wir werden wieder in die Charts. Und das geht nur mit dir. Wir sind letztes Jahr in den Charts gewesen. Ja, ich habe es nicht gecheckt, ja. Einfach Platz 3 von Podcast-Charts. Irgendetwas. Hast du jetzt Löwens. nicht gefunden, dass diese Motherfuckers ein bisschen cringe war? Nein. Cool. Nein. Motherfuckers. Cool, Bro. Motherfuckers. Yeah. Yeah, man. Ich habe Gione. eine kleine Geschichte für dich, für den Einstieg. Steig ein mit Geschichte. Was haben wir da für... Einfach der Beat von Oh! Warum erzählst du das Video im ich habe Hintergrund? gedacht, was ist das für ein Knopf? Gut, egal. Mein Hausarzt, Mhm. den habe ich seit ich Der 6 neue jetzt, bin. oder was? Aha. Nein, der alte. Okay. Habe ich seit ich 6 bin. Ja. Und das Ding ist... Sorry, ich fange nochmal an. Okay. Der Hausarzt, Okay. den habe ich seit ich 6 bin. Ja. Und wieso, Bro? Er ist ein Türk. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du jemals den Hausarzt gewechselt? Ja, einmal im Leben habe ich gewechselt. Wieso? Pensioniert. Ja, siehst du, Bro. Das ist einfach das, oder? Ja. Man hat auch den gleichen Punkt. Mhm. Was ich eigentlich glaube auch nicht immer so gut ist, eigentlich sollte man sich so verschiedene Meinungen holen. Eigentlich, ja. Aber das ist ein geiler Sich. Ja, Ich kenne seine Kinder. voll. Du bist respektiert in Vinti. Ja, man kennt ihn einfach, ja. Das Team Also ist nicht nur, er hat sich auch Namen gemacht unter den Türken, unter den Albanern, unter den Italos. auch Liegt Schweizer. zu ihm, ja, fix. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich den Schweizer sehe. Ja, Aber schön. ja, sein Team ist unglaublich. Kompetent, Uhure. Die hören übrigens auch den Podcast. freundlich. Ja. Ja? Ja. Scheiße. Ich mal dort angegangen. Sie so, ja, du hast absolut 10 Sexkrankheiten bewährt. Nein, Spaß. Es hat mich schon ein bisschen Ja. unangenehm Ich habe das nie gegeben. gedacht zum Beispiel, aber ich habe nicht. Ja, siehst du. Ja, ich glaube einfach hin, weil mein Zeugnis so gut ist. Man zeigst halt meine Symptome, die schauen es an. Geben mir Tabletten und dann erhole ich mich, gehe das Zeugnis, gehe heim. Ich denke mir nie etwas dabei. Und ich gehe immer wie eine Leiche dort hier, Bro, weil ich einfach tot bin. Bro, auf jeden Aber Fall ja, bin krass. ich gegangen zum Hausarzt. Und irgendwie, er hat ja mittlerweile so, ich sage jetzt mal, 4 verschiedene Ärzte in dieser Praxis. Mhm. Und dann bin ich gegangen und ich bin per Zufall wieder mal bei ihm gewesen. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Er so, ja, wie geht's dir? Ich so, ja, so und so. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wie geht's den Kindern? Er so, allen geht's gut, bla bla. Wir haben ein bisschen geredet. Nachher hat er, wieso, nachdem unsere Sprechstunde eigentlich durch war, hat er so seine Akte aufgemacht und hat so gesehen, mega viele Bilder von mir. Und dann hat er gesagt, schau, das ist vom Jahr 2002. Er macht auf, ich als 7-jähriger Bub dort. Ich weiß nicht wieso, er hat einfach ein Foto gemacht von mir. Ich weiß bis heute, ich weiß nicht wieso. Hat schon Sinn gemacht. Es hat schon gerunken. Nachher er so, da ist nochmal ein Foto, Bro, von mir als... Ich glaube, da bin ich so 12 gewesen. Er macht auf, er so, krass, ja, du hast dich schon verändert. Nachher macht er, ich schwöre auf alles, Bro, das ist wirklich passiert. Er macht ein Bild auf, er so, da musst du 14 gewesen sein, 15. Er macht so, einfach meinen Schwanz. Bro, und er so, oh. Und macht wieder weg. Genau. Was hast du mit 14 Füßen deinen Schwanz unter? Bro, ich bin gegangen, ich so zu ihm, Du sagst, ich habe vielleicht jetzt gefickt. nein, ich so zu ihm, hey, mein Fuß ist verstochen. Er so, okay, zeig mal deinen Schwanz. Ja, voll. Also krass, das kommt mega oft von dort, aber krass. Alter, nein. Scheiße. Nein, Bro, keine Ahnung. Ich habe vielleicht irgendeinen Ausschlag gehabt oder so. Ich weiß doch auch nicht.
keine Ahnung, es hat einfach nicht so gut ausgesehen, wenn ich ehrlich bin. Und dann... Nein, es war nicht schlimm. Dann hat er es wieder gelöscht und dann war es wie so okay gewesen, aber es ist einfach so eine... Ja. Unangenehme Situation. Sehr unangenehme Situation. Ja, vor allem, ja, ist vor allem auf unsere Kultur riesig noch mehr auf. Aber irgendwie schon, ja. Das denkt man immer echt zum... Wenn ich dort anrufe und einen Termin frage, er ist eigentlich immer besetzt. Ja. Weil alle unsere Leute... Ich bin krank, ich stirb morgen. Ja, okay, Ja, ich will zu ihm. Ja, er hat erst 3 Tage Termin frei. Okay, ich war 3 Tage. Aber willst du nicht heute kommen? Heute, ich will, nein, ich will zu ihm, ich war 3 Tage. Ja, ich schwöre. Dann gehen alle immer zu ihm, weißt du. Und ich verstehe es auch natürlich, weißt du. Ich meine, eben auf jeden Fall, ich habe mal nicht so etwas Peinliches gehabt, aber ich war auch mal beim Hausarzt gewesen. Und dann habe ich auch ein bisschen so, also ich habe gedacht, ich mache so einen Test, so, zum schauen, ob alles bei mir in Ordnung ist, auch wegen Geschlechtskrankheit und so weiter. Wegen Ficker? Nein, wegen, du redest mit deinen Freunden über so Sachen und dann ist auch deine Pflicht, weißt du, du hast auch Pflicht also zum... Okay, Mr. Vogue. Ja, nein, Bruder, aber es ist nicht schlecht, weißt du, wenn du so... Sicher. Und dann bin ich gegangen, gell, und ich hatte nicht gewusst, dass das abläuft, weißt du. Und da war eine Frau dort gewesen, und dann... Sie ist halt, Bro, kurz vor Pension, da habe ich das Gefühl, weißt du. Und ich bin so dort und dann sie so, ja, ist gut, ich so, es geht das, ich will gerne so das testen lassen. Also du bist nicht zu deinem Hausarzt gegangen, du bist einfach irgendwo zu einer Praxis gegangen? Ich habe gegoogelt, wie nennen wir das? Arzt. Nein. Urolog, oder? Urolog, einfach wegen Geschlechtskrankheit auch zum Beispiel und so. Nachher ist es so, oh, dies und das. Und dann habe ich im Winter bei 2 angerufen und bei Frauenfeld ein. Und ich so, hey, wenn es geht, so wie ich bin, geil wäre heute. Weil nachher ist Weekend, Lust und so. Ja, ja. Und die Winter so, nein, voll. Und die von Frauenfeld so, ja, kannst du kommen. Easy, bin ich gegangen. Dann bin ich so dort und ich erzähle so, okay, schon, kannst du aufstehen? Und sie so, kannst du auch so abziehen? Und ich so, okay. Nachher ist sie so ganz. Und ich so, wie weißt du? Bro, und dann... Hat sie gesagt, oh, Herr Arzt. Nein, nachher hat sie halt so... Herr Kock an. Nachher hat sie so mit... Ja, fuck. Bro, nachher hat sie so mit Händchen so geredet. Das hast du gern. Und dann hat sie einfach... Das hast du gern. Einfach meine Cojones, Bro, einfach meine Eier so. Und dann massiert und einfach... Also ich glaube, dass sie massiert hat, Bruder. Ich glaube, sie hat abtastet. Ja, Bro, aber checkst als Patient. Es fühlt sich unangenehm, auf jeden Fall, sie hat einfach ihren Job gemacht. So. Bro, und ich bin dort gewesen, gell, und ich habe mich so... Ich so, bitte einfach vorbei. Weil es ist unangenehm, Bro. Hat sie nicht gesagt, hast du gern? Nein. Und sie Uhr so, zeigt sie so, okay, so ist gut. Ich schicke dann ein Resultat per SMS, per Post und so. Also sie hat einfach nach Hodenkrebs abtastet? Ja, nein, sie hat nachher auch Blut und so. Ich habe so ein bisschen alles gemacht, so das ganze Prozedere. Was eben viele nicht wissen. Sorry, mach schnell fertig. Nein, erzähl. Das ist ein Zwischenkommentar. Aha, okay. Und dann bin ich fertig gewesen und ich bin erstaunt gewesen, dass ich reingegangen bin, aussehen 5 Minuten. Und ich habe am Montag ein SMS bekommen. Das und das und das. Ist okay. Wirklich? Okay, ist okay. Alles okay. Es ist so kein Befund, alles tipptopp. Krass. Gib. Nein. Ready to give you Bills. Give you schlimm. Und nachher ist so top. Ich habe das, Bro, ist wie für mich Dings, Mann. Wie so Arztings. Ich habe gefettert, Bro. Ich habe Prinzprint gemacht. Diplom? Nein, ich habe gesagt, ich sollte jemals etwas sein. Ja. Aber schwarz auf weiß. Ja, ja. Und das ist, zum einen, ich habe gedacht, ich bin eigentlich ein Mensch, der durchs Leben so wie einfach durch. Also du musst es machen. So, was bringt es dich jetzt so? Weißt du, so, es ist unangenehm. Bro, du musst einfach durchziehen, fertig. So. Hast du schon mal eine Geschlechtskrankheit gehabt? Nein. Lüge. Warum nicht? Lüge. Ja, nicht gehabt. Ich hatte es echt keine Druck, Bro. Aha. Sorry. Also ich kenne einen Wert, wo... Ja, fuck. Sag's nur, Bruder. Wo regelmäßig Tests gemacht hat. Genau. Ja, Bro. Da ist er. Ja, der kannst du anschauen, jede Kamera schauen. Die Stempelkarte, die er von ihrem Lieblings-Bubble-Tea-Laden kennt oder von ihrem Lieblings-Dönerladen, Praxen haben das für ihn rausgebracht. Der Hälfte geht auf Nacken, Bro. Ist kein Problem. Aber auf jeden Fall. Ich bin stolz auf das, Bruder. Du kannst gerne Witz machen. Ich bin kein Problem damit. Nein, der Jan King, ja, Bo King. Bis ein Beispiel, gehen euch testen. Genau, weißt du, wie viele Menschen... Sorry? Nimm meinen Finger runter, Bro. Erzähl. Weißt du, wie viele Menschen sich nicht testen lassen? Nie testen lassen haben? Ganz viele. Man sollte alle 3 Sexualpartner, gut für... Ja, für dich halt 2 Tage. Für ein paar da draussen, natürlich ist das eine Sache von all 30 Jahren. Ist auch kein Problem. Ist jeder Mensch anders. Kein Problem. Menschen ich hatte Phasen gehabt,
wo man sagt eben alle 3 Partner oder alle 2 Jahre, das ist wichtig, Punkt, einfach, was als zuerst kommt. Ob das jetzt in einem Tag erreicht oder in 2 Jahren. Nein. Nein, also das ist früher... Ja, vor 3 Jahren mit dem aufgezogen. Anyway, macht die Tests unbedingt, das ist sehr wichtig, vor allem, vielleicht verbreite ich jetzt wieder Halbwahrheiten, aber zum Beispiel eine der häufigsten Geschlechtskrankheiten, wo es gibt, sind Chlamydien. Was? Glochitis. Oh, krass. Chlamydien. Ja. Was bei Menschen mit einer... was bei weiblich gelesenen Personen viel schlimmer sein kann, wenn es undiagnostiziert ist. Oh mein Gott, ich habe eine Story. Wenn es um das geht, wir machen es anonym. Okay, warte schon. Yeah. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen ist, das kann sogar, ich glaube, es kann sogar bei Frauen zu Unfruchtbarkeit führen. Wenn's hör auf lachen, Bro. Ist nicht du, wenn du so lachst. Die Story... schau weg. Okay, ja, das ist nicht mehr. Das ist so wild. Okay, ja. Und oftmals tragen Männer den Virus in sich, ohne das zu wissen, und verbreiten ihn. Darum macht den Test unbedingt, macht die Tests regelmäßig für euch, für eure Sexualpartnerinnen. Und ja, Mann. Und wichtiger als die Tests, also sicher sind die Tests extrem wichtig, aber wichtiger, und ich habe es letztens gelesen, es ist um 45% runtergegangen, dass Leute, vor allem Jugendliche, beim Sex, beim Geschlechtsverkehr, kein Gummi brauchen. Also runtergegangen heisst, also sie brauchen immer weniger? Ja, die Hemmschwelle ist immer teuer, also sie brauchen immer weniger. Bro, und das ist nicht... Bruder, ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo ich, wenn jemand gesagt hat, ohne Gummi, ich habe schon mich dort oben gesehen, Bro. Ich habe mich schon im Himmel gesehen, Bro, oder einfach wenigstens... Ich habe schon gesehen, dass ich so Augen aufmache und ich sehe so im Spital, weißt du, die Leute Ding. Nein, nein, Alter, es gibt Verpflichtungen und es gibt... Bleib stark. Ziehen das Gummi aus dem Schublädeli und brauch's. Wichtig. Schützt euch und macht einen Test. Voilà. So, jetzt die Geschichte. Und, sorry, noch ganz was auch ein wichtiger Punkt ist, der oftmals einfach vergessen wird, ist, falls sich eure Partnerin um die sexuelle Verhütung kümmert, informiert euch, was das macht, Pillen zu sich nehmen, informiert euch, was es bedeutet, wenn man eine Spirale benutzt. Vor allem überlegt euch vielleicht einmal, zahlt das doch auch. Es hat ja auch, sind ja Dings rausgebracht. Was kostet eine Pille? 30 Stutz im Monat? Ja. Zahlt mindestens die Hälfte, Mann. Es hat ja auch Studien gegeben und auch Forschungen für Pillen für Männer. Vor X Jahren, jetzt hat es wieder angefangen, ja, aber vor X Jahren haben sie nachher gerade das auf Eis gelegt, weil sie so, hey Bruder, der Mann muss ja arbeiten. Der Mann muss ja Geld heimbringen für damals. Ja, und all die Sachen, all die Nebenwirkungen. All die Nebenwirkungen, die jetzt eben Frauen mit der Pille haben, er macht das nicht. Voll. Er muss arbeiten, er muss arbeiten können. Das können wir einem Mann nicht antun, aber eine Frau schon. Als Mann gibt es einfach nur 3 Möglichkeiten. Du kannst ja wieder... Mach ich halt den Witz machen. Ah, sorry, scheiße. Bro. Sorry. Nein, du kannst, sagen wir mal, als Mann... Seriös, ja. Nein, seriös jetzt wirklich. Kannst 3 Sachen machen. Du kannst entweder ein Kondom anlegen. Oder 2. Kondom anlegen, du kannst eine Vasektomie machen, wo zwar ein bisschen Stigma ist, aber ich glaube, es ist nicht immer so easy zum wieder rückgängig machen. Eben, das ist so Eintritt. Mit Familienwunsch musst du schauen, ja. Und natürlich ist so Temperaturmessen noch so ein Ding, aber wahrscheinlich am unsichersten Fall diese Sachen. Am sichersten Fall? Ist einfach ich meine, es gibt nicht nur... Sorry. Voll, genau. Und redet mit eurer Partnerin über was es bedeutet, die Arbeit zu machen, die finanzielle Arbeit, auch die Care-Arbeit zu machen, zum können, dass sie zum Beispiel für euch die Pille nimmt oder dass sie, was das eigentlich bedeutet, eine Spirale reinzutun, die oftmals mit sehr viel Schmerz verbunden ist und immer noch sehr viele Frauen zum Beispiel keine Lokalbetäubung bekommen. Ich meine, nur der Gedanke, dass die wird in deine Gebärmutter eine Spirale reindreht. Ja, voll. Also es tut, ja. Kümmert euch darum, redet mit ihnen darüber, zahlt es und unterstützt es. Ja. Oder benutzt einfach ein Gummi. Voll. So, gut, Aufklärungsarbeit gemacht. Ja. Jetzt gehen wir rein. Erzähl. Also, dass das passiert ist und wir noch nicht übergeredet haben, das ist wild. Ja. Eine Person... At this point, ich habe keine Ahnung. Okay, eine Person hat, die ich kenne,
lange nicht mehr gesehen, aber die Geschichte ist mir geblieben. Eine Person, die ich kenne, hat sich eine Geschlechtskrankheit geholt. Bei einem 3er. So. Jetzt. Die Geschichte hat so viel, wie so ein Nebenquest, wo dich fragst, wie? Also, ich sage jetzt mal etwas. Ja. Ich kenne die Geschichte, glaube nicht Nein, oder nicht mehr, ja. aber ich kann mir vorstellen, wer es sein könnte. Wir können nachher drüber reden, vielleicht weißt du, kennst du die Person noch. Bro, also, es gibt eine Person. Die Person, die jetzt die Krankheit hatte, Ja. oder halt damals... Nein, gib mir dieser Person einen Namen für Einfachheit. Ali. Kein Alter. Okay, Ali. Ich weiß, ich brauche einfach einen Namen. Also Ali, Mit einem anderen Namen. Ivo. Ivo, ja. Also ist der Ivo. So, Ivo. Der Ivo hat mit einer gedatet. So. Hat nicht geklappt. Was heißt das? Es hat nicht funktioniert. Es hat irgendwie Ivo und sie hat es nicht geklappt. Aha. So. Einer von den Gründen, wieso es nicht geklappt hat, ist, weil sie unter anderem extrem radikal geworden ist und auf Syrien gegangen ist zu dieser Zeit. So, Ja, okay. die Person hat gefunden, ey, Ficken mit dir ist krass. Und alles auch, aber ich glaube, es ist wichtiger, wenn ich dem, was ich glaube, also, oder dem, was ich finde, ist richtig, nachgehen. Tun wir nicht mehr Details dort rein tun? Genau, ja? genau. So, Okay. die Person kommt zurück irgendwann mal, Jahre später. Okay, also die Person ist auf Syrien gegangen, für Ja. was auch immer. Was auch immer. Was auch immer. Kommt zurück. Und der Ivo lebt einfach sein Leben, Bro. Ja. Ivo lebt. Und er lebt gut Er lebt eigentlich. nicht schlecht, Bro. Er lebt nicht schlecht. Er lebt nicht Ivo schlecht. lebt nicht schlecht, ja. So, Ivo hat parallel dazu, hat er jetzt jemanden kennengelernt. Das ist gut. Genau, ja. Und es ist lustig, ist interessant. So, jetzt die Person, die am Keller Wie ist, viele Jahre sind zwischen Syrien Quest? ich weiß Land nicht, aber gekommen? Ich glaub, es sind so- hauen wir so 3 Jahre drin. Ich glaube, mehr sogar. Ja, Hauen wir 5. 5 Jahre drin. Also, scheißegal. 5 Jahre vergönnt. Ja. Ivo in dieser Zeit Lebt sein Leben, Bro. lebt sein Leben. Bro. Er ist mal dort, mal da. So. Und jetzt, der Ivo sagt, ey, was haben wir passiert? Immer irgendetwas ist. So, jetzt lernt er jemanden kennen, nicht schlecht. Und irgendwann kommt die Person mit einem Vorschlag, aus dem Nichts, so eben, einfach heiter Himmel bringen, das ist sicher auch Geschichte dazu, aber die Idee steht im Raum, 3 Jahre. Aha. Der Ivo so, sie, Mann, Ja. ich weiß nicht. Zwischenfrage. Ja, Wo du noch Single warst Ja. oder datet hast. ja, 3 Jahre? keine Ahnung. Also was? Ich Willst du weiß nicht drüber reden? Nein. Okay, ist gut. Auf jeden Fall, du? Du? Bro, ich sage jetzt so, logistisch betrachtet, Albtraum. Okay. Ich meine, was ich soll Sex haben und einen Schwanz lutschen. Spaß. Okay. Nein, nicht lustig. Bro, lach doch, wieso lachst du nicht? Bro, ich muss Ist schon so lachen. unangenehm, du musst ja lachen Ich dann. lach ja, Bro. Hahaha. Ah. Schwul, hahaha. Spaß. Nein, logistisch betrachtet, Albtraum, glaube ich. Weiß nicht, ich glaube, es ist schon Chillig. machbar. Wenn der wieder da ist. Auf jeden Fall, Ja, fucker. auf jeden Fall, eben, Ivo redet mit dem Mensch und der Mensch sagt, hey, wie siehst du das? Ivo sagt, hey, wenn das okay für dich ist, ich glaube, für mich wäre es okay. Ivo sagt, ich organisiere die Person. Ivo, die Dame, die am Date ist, sagt, ich organisiere die Person. Mach dir keine Sorge, Ivo. Die dritte Person kommt von mir. Die Dame Genau. sagt... Er sagt, top. Ja. Und die Weil- dritte Person ist... So, er sagt, du weißt, wo ich wohne? So, Ja. see you. Come true. Komm, Gibt's ein ja, genau. Drive-in? So, voll okay, so, no shade. Chillig. So, Tür läutet, Mhm. Ivo macht Tür auf. Nein. Ivo macht Tür auf. Oh mein Gott, stimmt. Ivo macht Tür auf. Oh mein Gott, stimmt. Wer macht den Comeback von Syrien? Mit dem 3 Jahren. Und jetzt kannst du Wieso drüber haben wir den raten. Ivo nicht ausgelacht wegen dem? Wir haben. Also wir haben nicht genug, Wir Bruder. haben ihn schon. Wir hätten Ivo müssen mobben. Eigentlich schon, ja. Ja, aber auf jeden Fall. Stück Scheiße. So, na, also für das eigentlich nicht. So, der Ivo. Schock. Aha. Hä? Aha. Die erzählen ohne groß Tamtam. Mhm. Kommen wir zur Sache. So, Mhm. Ivo kommt ein paar Tage später mit über. Paar Stück. Paar Tage später mit über. Von einem von den zwei. Unabhängig von wem. Hey, ich will mal schon gut testen lassen. Mhm. Bei mir sieht es nicht gut aus. Mhm.
Ivo geht es testen. Ivo sagt, man das auch. Falls Ivo Türkisch könnte. Ja, Ivo sagt, man das auch. Ja. Einmal habe ich wirklich gedacht, krass, was passiert, wie sich das wendet und dann das. Ich weiß nicht, ich finde, das ist eine der wildesten Stories, wo ich. Also, Bro, wenn ich das jetzt so wieder Revue passieren lasse, grundsätzlich, wenn ich das so höre, ich höre das und ich denke mir so, während Ivo das erzählt hat, ich so krass, so, ich habe mir so lachen und so lustig, aber jetzt so, wenn du mal so ein bisschen Abstand nimmst von dieser ganzen Story, also Außenstehende betrachtest, Sieg, Alter. Also erstens, doesn't matter, hat Sex. So, scheißegal, Bruder. Ja, fix, ja. Er hat gefickt, weißt du. Und zweitens, ich weiß gar nicht was, also das Ding ist, Bro, ich habe ja in meinem Leben schon mit ein paar Menschen zu tun gehabt, denen ich jetzt zutrauen würde, dass gewisse Sachen einfach... Vielleicht sehen sie das Lebensleben so schön wie du. So nein, ich wollte mir sagen, ich würde gewissen Menschen zutrauen, dass sie meinen Kopf ficken wollen, so psychisch. Ah, okay. Und in dem Moment, wo ich die Tür aufmache und ich sehe das Girl und Syrien Girl, ich wäre so, wow. Ja, aber die Tür ist aufgemacht, Bro. Ich muss sagen, irgendetwas. Ich muss sagen, ich gebe, weißt du? Die Bombe könnte da explodieren. Aber irgendetwas ist ein bisschen fishy, Bro. Ja. Nicht so, aber ein bisschen... Ivo ist, also, soll ich sagen, ich verstehe den Ivo. Und Ivo ist einfach in dem Moment, also, ich glaube, der stärkste Mann auf dieser Welt. In seiner Situation, so wie er war, mit der Ausgangslage. Schwierig zum Nein sagen. Kann ich. Eben, wenn wirklich der Traum, wenn das ein Traum ist, ein Dreier zu haben, Bruder. Ich glaube, es ist immer ein bisschen viel sehr romantisiert. Stell dir vor, du bist so, let's go. Und dann sind die zwei miteinander und denkst so, okay, kann ich auch. Und die so, chill. Stell dir vor, so, du merkst, jetzt sagst du viel mehr. Du Sag du warst am Schluss, du nicht am Schluss, verpiss dich, warte halt da, bis wir fertig sind. Okay, ja. Ja, anyway, also würde ich jetzt so den Ivo gut kennen, würde ich sagen, erstmal Respekt für das, was du durchgezogen hast. Wirklich, Respekt. Dann, keine Ahnung, Bro. Und dann, das Ding ist eben das, es gibt ja verschiedene Arten von STI-Tests, also Geschlechtskrankheitstests. Ja. Die eine Option ist halt eben die ganz normal mit Blut nehmen und eine andere Option, die ist dann, da wird ein Metallröhrchen eingeführt in das männliche Glied. Und ich persönlich sage, ich habe nicht mal Corona ausgehalten, Bruder. Ja. Mit dem Ding in meiner Nase, Bro. Ja. Und ich habe das Gefühl, mein Nasenloch ist grösser als... Ja. Nein, Alter. Und darum, Bro, kein Dreh auf der Welt wäre mir das wert, Bro. Ja, fix. Ich weiß nicht, ob der Test muss machen. Aber ich meine, grundsätzlich gehst du nicht davon aus, dass wenn du mit jemandem intim wirst, dass du jetzt am nächsten Morgen musst jetzt rennen und schauen, dass alles okay ist mit dir. Gut, aber in der Regel, wenn du einen Dreier hast mit einer Person, wo... Aber in der Regel geht auch nicht jemand von einem Tag auf den anderen irgendwo hin und kommt wieder und zuerst, was du machst. Scheiß mal auf das. Deine Kollegin geht, mit der du etwas hast und sagt, ey, hast du Bock auf einen Dreier, ich organisiere sie. Einen Tag später kommt sie. Ist das der Moment, wo du sagst, ich lege kein Kondom an? Also, faire Frage. Ich muss aber auch sagen, der Bruder ist auch viel schwimmen ohne oder wie heißt das? Schwimmkappe. Schwimmkappe, ja. Weißt du, was ich meine? Darum, ich verstehe auch, ich habe auch die Zeit durchgelebt. Ja. Es war nicht so schlau gewesen. In dem Moment man ist im Nachhinein immer schlauer. So. Aber, Bro. Ich würde das nicht riskieren, Bro. Eben, damals, wo ich die Geschichte gehört habe, ich habe es lustig gefunden und also, weißt, so krass und dies und das, aber jetzt, so, wenn ich darüber nachdenke, ich denke mir so, also ich verstehe, wieso, warum, aber wiederum denke ich mir, wieso, es hat Anzeichen gegeben, wo ich eine Karte, wo ich sage, Anzeichen sind gut, Bruder. Muss nicht sein. Aber egal, er ist, was soll ich sagen, der hat halt Präferenz und die halt an Präferenz treu bleiben. Und da kann man sich einfach fragen, hat es Ivo verdient? Kann man sich fragen, ja. Kann man sich fragen? Ja, kann man sich auch fragen. Keine Ahnung. Ob die das verdient hat. Ja.
Safe. Wenn wir das beantworten, nein. Nein, das ist nicht... Das steht nicht in unserem Ding. Ja, das ist nicht just. Null. Nur das kommt von... Und zu all dem, nicht vergessen, doesn't matter, Dann du fix. hat Sex. So, egal. Aha, schlussendlich hast du... Ja. Oder? 100%, Gut. Bro. Was lernen wir daraus? Vielleicht muss man gleich auch noch sagen, von allen Beteiligten so Respekt, dass man dann nach dem Test einfach gesagt hat, ey, wie ist ein unschönes Gespräch? Dass du das musst suchen, Bro. Wow. Weißt du, wie viel... Vor Du allem, bist nachher auch abgestempelt bei diesen Leuten. ja, aber weißt du, wie viele Menschen Also sagen einfach, ach, scheiß drauf. So sind der Test, sie sehen, sie haben keine irgendeine Geschlechtskrankheit und nachher gehen die Liste durchgehen oder in dieser Person gehen alle Leute, wie vielleicht immer das sind, scheißegal. Und sagen, ey, los, für das, immerhin. Ja, Respekt. schau jetzt, wenn du so ein Ficker bist und deine Liste sich in einer Woche wirklich ansammelt, so, dann würde ich verstehen, wenn du sagst, ey, fuck off, Alter. Also, nicht mal den will ich verstehen, aber... Ist einfach ein unschönes Gespräch. Ja, aber wie willst du das angehen? Hey, hoi, hast du kurz 10 Minuten? Ja. Ich muss mit dir reden. Ja, muss geht's? Also, okay. Ja, das, ich bin gerade vorher beim Arzt gewesen. Und ey, ich mach's einfach kurz. Ich habe das und das, ich würde mich testen lassen, wir sind letztes Mal. Und du bist am Arbeiten, Bro. Oder du bist irgendetwas am Machen. Ich habe für das eine persönliche Geschichte, die dich vielleicht auch interessiert. Ich habe mit jemandem, ich habe die Person sogar mehrmals, also länger datet. Ich kann sagen, mehrmals datet. Ja, fuck. Nein, Spaß. Also es war eine längere Sache, das würde ich sagen. So, und es hat sich eigentlich noch easy angefühlt, so. Wir sind cool gewesen. Ich habe in dieser Zeit auch wirklich mit, glaube niemand anderem geschlafen. Aber es war auch nicht abgemacht gewesen, sondern wir haben einfach miteinander etwas gehabt, fertig. Und dann vergehen ein paar Wochen und die Person kommt so zu mir und die Person ist schon hässig. Und ich bin so, es läuft. Und sie so, ich habe Chlamydien. Und ich so, ja, shit. Fuck. Okay, ich so, geht's gut, ist alles ruhig. Und sie hat mich voll angefickt. Sie so, du hast mir, also weißt du, sag mir doch, wenn du über anderem schlafst und jetzt hast du von irgendwo anders Chlamydien geholt und bla 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 und das läuft doch nicht. Gaslighting 101, ne? Bro, so, gell? Yeah. Und ich habe gewusst, ich habe mit niemand anderem geschlafen. So. Du hast mit jemand anderem gefühlt, gesagt. Und nachher habe ich gesagt, habe ich das alles so für mich Matthias mal auf sich sehr gala, ja. so voll easy, weißt du was? Wichtig ist einfach, nimm du das Antibiotika, so schauen wir, dass alles wieder gut ist. Ich gehe zum Arzt, ich mache den Test, 300 Stutz, ich komme zurück, negativ. Und dann habe ich gesagt, Aha. Spieß und Dreherei läuft nicht. Aha. Sag, mit wem du nach Und mir nachher, ja ruch. nachher ist rausgekommen, sie hat nachdem wir miteinander geschlafen haben, mit jemand anderem geschlafen, hat sich dort Chlamydien geholt, hat nachher in dieser Phase nicht mit mir geschlafen. Wahrscheinlich hat der Dude das dann wie so gemerkt oder was auch immer, ihr gesagt und sie kommt mich einfach gaslighten, Bro. Ist das lang her? Ja. Ja. Bro, früher. Bruder, ich Weniger sensibel. einfach... Und nachher? Ich Hast du ihr habe nachher gesagt, so, ey, das ist einfach von Dings. Und nachher, was hat sie gesagt? habe ich sie konfrontiert mit dem und gesagt, ja, also Das ist super. es läuft, das ist doch peinlich, oder? Ja. Was ist los? Nachher sie so, oh nein, es tut mir mega leid, sorry, er hat mich angelogen und ich so... Ich habe gesagt, ich so, schäm dich, Nein, habe ich gesagt, ich so, slow down, Bro, also dann hast du mit jemand anderem geschlafen, oder? Ja. Weil du hast mir ja gesagt, nein. Beziehungsweise du hast mich angefickt, wie ich es gemacht Ja. hätte und so. Hey, ja, nachher ist es ziemlich schnell fertig gewesen. Hast du nachher einen auf türkische Serie gemacht? Nein, Bro, aber es hat gut da. Ich sag dir ehrlich, so, weil ich bin jetzt fein raus gewesen nachher. Weil du gewusst hast, du bist im Recht, so ist Ich alles bin okay. fein raus gewesen, Bruder. Voll, aber auch da wieder machen da die Tests und zum Glück habe ich die Probleme ja nicht mehr. Ja, 100%. Ich kann... Also, ich meine, jedes Mal so in der Beziehung so... Scheiße, schwanger vielleicht, fuck. Und das macht einfach jedes Mal so Dings, man. So, wie soll ich sagen? Es ist eben passiert und dann habe ich mir wieder gesagt, okay, wir müssen jetzt... Also, wir haben uns geschützt. Immer geschützt und ich habe wieder so einen Tick gehabt. Ich habe so Angst gehabt, dass ich, wenn jemand schwanger werde, dass ich wollte sicher gehen, dass auch mit dem Gummi alles in Ordnung ist, dass auch kein, weißt du, so Ah, der gute war. Wasser noch. Ja, kein Loch. Und dann ich so, fuck. Also das Loch. Oh, okay. Und dann ich so, hey, ich weiß nicht, was sagst du? Und sie so, ja, dann gehen wir halt, weißt du, sicher ist sicher. Ich so,
Weil, wenn du nachher zur Apotheke gehst, Bruder, die fragen dich 7000 Sachen, man. Ich so, weißt du, soll ich mitkommen? Sie so, nein, ist mir schon unangenehm. Ja, voll. Bleib draußen, komm, also weißt du so. Also wenn du Plan B willst holen, meinst du? Ja, genau. Und ich habe so gedacht, gibt es nicht so weniger Dings vielleicht? Wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle, bitte sagen mir, sagen die Fresse. Aber gibt es nicht vielleicht so eine Art und Weise oder eine Möglichkeit, um das mehr diskret machen und weniger so, wie soll ich sagen, so. Weil ich meine schon nur, dass du musst wie so angehen und dann die Frau ansprechen, während wahrscheinlich andere im Laden sind, dann musst du schon auf die Tonlage achten. Genau, also normalerweise läuft es so ab, dass du nachher in so ein Hinterzimmer gehst und nachher hast du 45 Minuten lang das Gespräch. Genau. Und du wirst, also ich glaube, der Grundgedanke davon ist eigentlich ein nobler im Sinne von, es geht um Aufklärung und, Voll. und es geht auch darum, herauszufinden, ob mögliche Vergewaltigung passiert ist, glaube ich, und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, es ist mega abhängig davon, wo du es machst, weil ich habe viele Erfahrungen gehört von Frauen, die sagen, so irgendwelche Bahnhofsapotheken, wo auch immer, oder so 24-7-Apotheken sind ein bisschen shady und man fühlt sich hure. Voll, ja, habe ich auch schon mitbekommen. Und dann gibt es anscheinend aber auch mega viele Orte, wo halt mega, wie sagt man dem? Kompetent oder... Ja, und auch einfach nicht judgen, weißt du, und sagen, ja komm. Job ist Job und so, ja. Voll, genau. und so reden wir, du bist ja völlig normal, dass man das nimmt, ist ja gut, wenn man weiss, man will das nicht, man will das Risiko einfach nicht machen, dann ist es ja gut, wenn man das macht mit einem Plan B. Voll. Vielleicht braucht es so etwas wie Dings, weißt du? So ein E-Schalter eventuell. Ein E-Schalter? Ja, dass du bei der Apotheke Express. Nein, nicht Express, aber dass du wie so im Voraus, bevor du Apotheke kannst, irgendwie kannst online. So einen Termin buchen. Genau, dass du nachher dorthin gehst, den Zeller da hast, dann kannst du gerne mitkommen. Aha, ja, das, spannend. Das wie so okay. viel, ich weiß nicht, ob das datenschutzrechtlich okay ist. Genau, ich glaube zwar, den meisten Leuten ist es unangenehmer, das Gespräch hin, wenn es ein scheiß Gespräch ist. Ja. Also weißt, wenn es da mega verurteilend ist. Oder voll, Alter. Stell dir vor, du kommst dorthin und du sagst, okay, weißt du, irgendwie vielleicht für den einen ist es erlösen, für den anderen ist es wie so etwas hinter mir haben. Dann bist du dort, Alter, und das Letzte, was du willst, ist so, nicht aufpasst. Ja, eben so Sachen, genau. Oder halt so voll, ich weiß auch nicht. Hey, ja, und ich habe im Fall krasserweise, ich habe von vielen Menschen gehört, die den Beruf von einer Hebamme ausführen, dass die Leute amix auch dort, weißt du, schwangere Frauen, wo halt das Kind gebären, fiese Sachen sagen und machen. Also weißt du, so, und so verurteilend sind. So wenn die Frau am Schreien ist und sagt, ich kann das nicht, ich will nicht, oder es tut so weh, Bro, was auch immer, dass die dann sagen, ja, fressen, wer ficken kann auch das Kind auf die Welt. Weißt du, so Sachen, Bro, Bruder, wenn ich habe schon gesagt, ich werde bei der Geburt, ausser eben so, meine Frau dann sagt dann so, nein, piss dich, dann logisch. Sie entscheidet, so, wie sie es am liebsten will. Aber wenn sie sagt, ich will, dass du drinnen bleibst, ich bleibe drinnen. Und wenn so etwas passiert, ich hole meine Mutter, weil sie kann sie flattern. Ja. Ich hole meine Mutter, dass sie flattern. Ja, nein, es ist heavy, aber ich glaube, genau, ich glaube, bei so Sachen ist es mega wichtig. Hey, eben, auch da, wie es zeigt, wie immer so, bist einfach da, los einfach zu und schau, wie du kannst helfen. Egal, was es ist. Aber ja, crazy Story, man. Crazy Story. Fuck. Riese Achterbahn heute wieder. Ja, fix. Ursprünglich war eine Frage, so Dürüm oder Döner. Die haben wir sogar rauslassen. Ja, wir haben trotzdem noch ein paar Fragen bekommen. Eins von der, jetzt habe ich gerade im Kopf verhängt. Eine von der Fragen, die ich mir jetzt so genommen habe, ist Dürüm oder Döner. Und die zweite Frage, die ich mir genommen habe, habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, aber hast du mal Döner gegessen, ganz ehrlich? Hey Bro, ich bin... ich habe das Gefühl, du isst viel weniger so Döner und so. Ja, also meine Kindheit war sehr geprägt von Döner. 100 Pro, aber so mittlerweile glaube ich nicht. Nein, aber weißt du, was ich nie bestelle? Was? Taschenbrot. Wegen? Dürüm ist einfach chilliger, Bro. Ja? Ist chilliger? Nein, ist einfach chilliger. Zum Essen, Bro. Wie wenn du ein Taschenbrot isst, Bro, ist die Chance, dass deine Maulwinkel halt verkleckert sind. Wie es so groß ist. Können wir auch reden, normal. Normal drüber. Können wir auch für Essen sexualisieren. Okay. Ja, dass es einfach dreckiger wird. Also ich war früher ein Verfechter von Taschenbrot. Weil ich einfach Preis-Leistung angeschaut habe.
Und damals, wo 8 Franken war, Ja. hast du einfach viel mehr. Ist das so? Taschenbrot gehabt. Brett. Brett. Oh, Brette. EMC Hero. Apropos, macht eigentlich noch Podcast? Egal. Der Dings, also ich habe so gesagt, ich habe 8 Stutz jetzt ausgegeben. Mhm. Ich habe jetzt ein gutes Stück Brot Mhm. gefühlt haben, Mhm. oder ein dünneres Brot, aber dafür mit der Chemie. Und ich so, look, ich will viel mehr satter vom Taschenbrot. Ja. Und ich finde theoretisch auch eigentlich geiler, wenn es brotig ist. Weißt du, wenn ich so Mhm. beim Dürüm habe ich das Gefühl, safe, Brot, du bist drin, du schmeckst und so alles, aber beim Taschenbrot hast du einfach, du hast Brot, Bro. Mhm. Verstehst du? Und dann irgendwann mal hat das gehört. Irgendwann mal ich so, nein, Fladenbrot. Irgendwann mal ich so, Fladenbrot. Mhm. Und jetzt sage ich wieder Taschenbrot. Aus dem einfachen Grund, ich weiß nicht wieso, aber immer wenn Fladenbrot ist, irgendetwas passiert mit meinem Fressen, Bro. Ich muss 7 Liter Wasser trinken nachher. Aber bei Taschenbrot ist Ich will das Fladenbrot die Soße weniger aufsaugt. Könnte sein. Aber ja, ich bin ein Verfechter von Taschenbrot. Ja. Ja. Ich habe eben letztens gesagt, so, komm, ich probiere mal wieder Taschenbrot. Der beste Wind ist von Rosa, sorry. Dann habe ich bestellt Mhm. und dann habe ich Fladenbrot bekommen. Mhm. Und das war für mich ein Zeichen. Gewesen. Keine. Einfach Dürüm. Seit dann durch. Ja, ich habe immer Dürüm gehabt. Ja. Dann habe ich gesagt, komm, heute bestelle ich ein Taschenbrot. Ja. Habe ich bestellt, dann habe ich trotzdem ein Dürüm bekommen. Und ich gesagt, das ist ein Zeichen. Darum ich bleibe. Einfach, ich Dürüm. akzeptiere das einfach so, wie es Voll. rauskommt. Aber apropos Döner, Ja. 2 Sachen. Erstens, Steve Merson. Ja, was mit ihm? Ich frage mich wirklich, schafft er es irgendwann, das Wort Community aussprechen? 100 Pro, ja. Ich habe wieder ein Video gesehen von ihm. Ja, fix. Aber Und ich wollte noch bei dem Thema bleiben, Bro. bleib, safe. Erstens das. Und zweitens, eine Person, die auf Social Media umgeht, wo ich sehr interessant finde. Und Mhm. ich habe mir lange gesagt, ich wollte nicht über die Person reden, weil ein bisschen jassig. Was kommt jetzt? Und Also ja, das heisst so ein bisschen schade. schade, so ein bisschen, hör auf, Bro. Ja. Ich will nicht gemein sein. Ich Ja. hate viele Leute und Ja. zu ihm wollte ich nicht gemein sein, weil ich finde ihn eigentlich auch recht cool. Mhm. Miro. Ah, der Essenstester. Der Essenstester. Löwe. Also Bruder, Ich stehe hinter ihm. Hinter ihm stehe ich. also Bruder, erstmal. Ich stehe hinter ihm seine Reviews und das, was er probiert. Hinter jedem anderen. Mhm. Er erst und dann der Rest. Eben, ich bin recht Fan von ihm, weil er ist sehr authentisch. Ja, Bro. Aber das Ding ist, seine Catchphrase ist was? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja. Und dann sagt er immer, gehen wir rein. Oder kommen wir mit? Oder Gehen wir mit, gehen wir rein. Ja. Genau. Und wie soll ich sagen, Bro? Bro, irgendwie alles, was er macht, ist so, finde ich so speziell, weil es ist nicht so luxuriert, es ist nicht so mega ästhetisch. Mhm. Also die Videoqualität Mhm. und Tonqualität Mhm. im Vergleich zu vielen anderen Influencern Ja. ist eher ein bisschen... Ja, aber Bro, sag dir ganz ehrlich, ich finde, bei ihm kannst du eigentlich nicht haten. Okay, aber was kommt jetzt? Nichts eigentlich. Ich wollte auch meine Beobachtung teilen. Okay. Dann macht er eben irgendwann so, ist er am Essen und du siehst, während er isst, der Brei, ihm ist egal. Also er hat so Soße da Ja, Bro, authentisch. Bro. und er stopft sich. Er sagt. Er sagt. Und, Die Wiener im Teig sind Bomben. und nachher macht er sich so einen Toast selber und den Toast tut er irgendwie in Butter tränken. Mhm. Dann tut er Cocktailsauce drauf, wie blöd, macht noch 7 Eier drin, 5 Speck. Bro, ich kenne Phasen, wo wir auch so sind. Ja, ich weiß, Ganz darum schlimm, sage ich ja. ganz schlimm. Und nachher tut er den Toast geht nicht ganz zu, weil es zu fest gestopft hat. Löwe, Bruder, ihm ist scheißegal. scheißegal, Bro. Ihm ist scheißegal. Ja. So, Leute kommentieren, ja, Bruder, du bist nur am Kalorien essen, hängst mal. Ihm ist scheißegal. Ich habe gedacht, King. Nachher macht er den Merch. Und Merch, was er macht, ist so Kappen, da steht, ich habe Hunger. Mhm. Und T-Shirt, da steht, ich habe Hunger. Und ich sage jetzt mal, designtechnisch, er geht einfach auf eine Website, er nimmt so den ersten Vorschlag, Ja. wo die Website selber hat, ohne irgendwie im Photoshop keine Ahnung was. Der Dude ist einfach authentisch. Ja, Bro. Also es gibt den Vibe, mach jetzt. Und dann so, also einfach anfangen. Checkst du, was ich meine? Und ich frage mich einfach so, verarschen die Leute? Darum sage ich ja sich, Bro. Also, was du kannst, vielleicht, ich glaube, man kann sicher fragen, ob es in der Branche Leute gibt,
die die klaut und ihm würden verarschen oder missbrauchen. Safe. Also, es gibt 100 Pro immer überall Leute, die einfach mit dir Sachen machen, damit sie die nicht geklaut haben. Das ist ja logisch. Aber ich denke, ich frage mich auch, pushen sie ihn? Ja. Wie sie an ihn glauben oder... Oder sich ein bisschen lustig machen. Das ist, was ich meine. Ja. Darum sage ich ja sich, Bro. Ja, also ich finde geil, was er macht. Ja. Und dann hat er jetzt letztens irgend so ein... Du hast es ja gesehen. Ja. Irgend so ein Video hochgeladen mit dem Pitschkumatter-Typ im Auto. Und Bruder, er und zwei tamilische Kollegen. Ja, und der Kontext ist, er ist im Auto, er und zwei weitere Menschen mit indischem oder tamilischem Hintergrund, sorry, ich bin da nicht ganz. Und dann eben der weiße Mann, der Pitschkumatter, so heißt er ja. Und da kommt das Lied, und das Lied jetzt hast du dich in den Fall. Ich bin nur am Zuhören, der Bruder, man wird sich in den Fall, Bro. Das Lied besteht aus zwei Songs, zwei Wörter. Das erste ist Mai und das andere Wort ist ein Wort, das benutzt wurde, ist, zum schwarze Menschen niedermachen. Yeah. Und der Joke von dem Video ist ja, dass er das singt, der Pitschkumatter, und das N-Wort nicht droppt. Genau. Und die Inder und Tamilen schauen ihn so böse an und sagen so, droppst du es. Wehe, warte, ja, mach nur. Bruder. Problematisch. Bruder. Ich sag, der das Video gemacht hat, der ist schon da mit seinen Bauvideos und so weiter. Ja, genau. Und der ist schon maximal lustig und 10 von 10 grundsätzlich. Und ich sage ihm ganz ehrlich, ich wirf ihm nicht einmal böse Absicht vor, weil ich stelle mir so vor, Handy am Chile die Heime, hat das gesehen, irgendwo von Deutschland, von Amerika. Ja. Voll. Ey, ich kenne doch auch 3 schwarze Leute. 1+1, ich frage sie ja. Sie sagen natürlich nicht nein, weil Influencer kommen zusammen, Comedians machen zusammen Content. Du von meiner Cloud, ich von deiner Cloud, du von meiner Cloud. Easy. Tamam. Und dann denke ich mir, es hat einen Grund wahrscheinlich, wieso zum Beispiel ein... Du musst auch ein bisschen näher als mich. Es hat einen Grund, wieso zum Beispiel... ich weiß nicht, ob er jetzt zum Beispiel nicht ein Ding angefragt hat. Scheiße, man wird unser Dings geheißen, Bro. Tacos. Der Chris. Der Chris. Ich glaube, wahrscheinlich hat er nicht so Leute angeschrieben, oder? Nimm jetzt mal an, oder? Und also, es sind einfach Ostasiaten, Bruder. Ja, Bruder. Also, und deswegen, eben, ich wirf ihm nicht Böses vor. Ich sage nicht, er hat jetzt etwas gemacht und er hat gewusst, dass es nicht richtig ist, oder dass es vielleicht nicht okay ist. Aber wiederum müssen die vielleicht auch Leute sagen, Bruder, die Videos sind 2010 Videos. Und schon dort nicht so lustig gewesen. Dann unsere 3 Brüder hin im Auto, wieso machen wir mit bei so etwas? Ja, Jungs, Mann. Es ist doch nicht unser Niveau, es sind doch Comedians, Influencer. Wenn ihr ein Video macht, wo ihr 20 Sekunden lang nur einen weißen Hässig anschaut, weil er wartet, dass das eine Wort droppt, weil ihr eigentlich auch von dem betroffen sind. Gell, ist wirklich alles, eben. Alles an dem Video ist einfach ein bisschen... Ich würde vielleicht mal zusammenhocken und sagen, vielleicht ist das nicht eines der schlauesten Sachen. Ja, und ein paar Videos dürfen einfach auch in den Entwürfen bleiben, Jungs. Ja, Bruder, und es ist auch okay. Ich glaube, ihr habt das auch ohne Shitstorm überlebt. So. Also, vor allem er wahrscheinlich. Ja. Deswegen löscht der Karos, Bruder. Hockt mit denen an, mach ein Video, das vielleicht einen Mehrwert hast für dich, Bruder. Wahrscheinlich hat sich auch gedacht, es gibt kein Tamil oder Inder auf der Baustelle, deswegen mache ich jetzt das Video mit ihnen. Ich weiß auch nicht, Bruder, aber ich sage so von ich habe von einem Unterhaltung gemacht, oder von Leuten, die von Unterhaltung machen und auch schon ein bisschen Unterhaltung so ein bisschen boten für andere und für verschiedene Leute. Ich würde sagen, Bruder, erstens ist es nicht richtig und zweitens, ich sage es nicht lustig, weil es einfach auf meinen Humor bezogen, aber es ist nicht richtig und ist auch nicht die Art und Weise, wo ich jetzt würde sagen, wo ich jetzt die 3 hin im Auto auch gesehen habe, anhand von dem, was sie gemacht haben, weißt du? Weil meiner Meinung nach müssen wir erst gar nicht anfangen mit Videos, weil das geht auch so ein bisschen in die Schiene, nicht in die Schiene, aber das gibt mir so ein bisschen Vibes. Das gibt mir so ein bisschen Vibes wie Ausländer, wie Schweizer. Ja. Checkst du? Und Bruder, ja. Aber der Benedikt hat das gemacht, der Benedikt hat gegessen mit dem Bruder, der Bruder hat gegessen, Bro. Dem Bruder geht es nicht schlecht, das war die Phase, wo ich den droppen konnte und ich hätte sogar gesagt, lustig, geil. Und 2010 ist 15 Jahre her. Ich weiß und nicht. Zu all dem, Bro. So ist Miro, Mann. Bro, wir reden von Ostasien. Es geht gar nicht auf. Ich habe Miro. Wieso Miro, Mann? Wieso? Eben, das meine ich, Bruder. Weil bis jetzt habe ich gedacht, komm, Bro, ich lasse ihn einfach.
Er ist ein geiler Sieg. Ich geil. support ihn. Er ist ein geiler Sieg. Geil. Ich will seinen Merch kaufen, Bruder. Ich schwör, fix. Aber das hat mich... Ich habe gedacht, Bro, unchillig. Ja, ich kann mir immer sein Merch schenken. Ich tue trotzdem anlegen, aber... Ja. Aber das Ding ist, eben so... Der Dude ist einfach so unbothered, Bro. Er weiß nicht, was abgeht. Er ist einfach... Ist Content. Ja, aber weißt du, er kennt sich mit der Szene auch null aus. Ja. So, ich habe auch schon gesehen, dass ihm Influencer geschrieben haben. Ja. So, sie gehen in live, so grosse Namen. Gehen in live und schreiben, ey, Miro, was läuft? Er sagt so, hoi. Ich sage jetzt einfach den Namen. Tobias, ciao, hoi. Ja. Und weißt du, Bro. Eben, deswegen, ja, es ist... Ich meine, der Typ hat das auch schon mal geschrieben, der von dem Bau, dass können wir mal zusammen etwas machen oder können wir vorbeikommen. Und also nicht, dass wir es nicht gesehen haben, aber... Schnell zum Klarstellen, Bro, weißt du, viele Leute sagen, kann ich vorbeikommen, nachher wenn wir schreiben, sind sie hässlich oder so, oder wenn wir gerade nicht antworten oder was auch immer. Wir sind ja das Gefühl haben, wenn sie uns schreiben, dann müssen wir ja sie rufen. Aber viele vergessen, dass der Podcast lebt, wie Leute uns glauben, wie Leute uns unterhaltsam finden und wie Leute sagen, so wie ihr es macht und mit denen, die ihr es macht, ich kann mich absolut identifizieren und ich kann mich absolut auch kaputt lachen oder auch zuhören, ist 10 von 10. Und ich weiß nicht, was wir so über Baustellen reden, Bro. Also, Bro, was willst du? also ich meine... Verstehst du? Er ist sicher ganz in Liebe sich und ein Zweiter, ja, weißt du? aber ich kann mich auch nicht mit dem Content identifizieren, ich weiß auch nicht. Aber ist scheißegal, wir sind ja auch kein Podcast, wo einfach davon lebt, dass irgendwelche random Gäste kommen, ja, die es ist Szene sind. Es ist nicht ein reiner Cloud-Podcast, wo ich zum Beispiel, heute ist der wieder gegangen, dann müssen wir nächste Woche unbedingt einen Podcast haben. Es gibt auch so Podcasts, es gibt so Podcasts und es ist auch in Ordnung. Safe. Hey, geil, Bro, hören wir auf on a high note. Ah ja, man. Support trotzdem Miro. Miro hat Hunger, Wale hat Hunger. Es ist gleich 2 oder so. Es ist 2:30. 2:30, ich gehe jetzt Mittagessen, irgendwann die Heimbrechen und irgendwann Mittagessen, ich habe Hunger. Und mit dem machen wir fertig. Ja, man. Letzte Wort, Bruder. Gehen wir rein und bevor wir reingehen, lasst ein Like da, abonniert uns auf Spotify. Folgt uns auf Spotify. Folgt uns, genau, auf Spotify. Gebt uns 5 Sterne, helft uns in die Charts reinkommen. Und Serat, ich wünsche dir und dem ganzen Rest draussen eine wirklich schöne und gute Woche. Ebenfalls. Das ist kurz und